guten Abend miteinander. So schön, dass ihr im Hause des Herrn seid. Wir wollen gleich starten und einfach unseren Gott groß machen. Seid ihr dabei? Yes, come on! When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Bist du mein Gott für mich? Wer steht mir entgegen? Es ist nicht unmöglich, wenn ich dich bei mir hab. Ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Seh ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Mein Gott, der Sieg gehört dir allein. Ja, wir haben gerade davon gesungen, dass Gott für uns kämpft und dass er für uns einsteht. Und wir wollen gerade mit diesem nächsten Lied
Nehmt euch doch einen Moment, wo ihr einfach Gott zusingt, dass ihr ihm Großes zutraut, dass er Großes bereit hat für euch, dass er Wunder tut, dass er der treue Versorger ist. Nehmt euch doch eine kurze Zeit, wo ihr Gott einfach in euren eigenen Worten anbetet und ihm dankt für diese Wunder, die noch kommen dürfen. Halleluja. Ja, Jesus, du bist unsere ewige Hoffnung. Sí, Jesús, tú eres nuestra eterna esperanza. Danke dürfen wir wissen, dass wir eines Tages bei dir sein werden. Gracias que podemos estar ciertos de que un día estaremos contigo. Und doch dürfen wir wissen, schon jetzt in diesem Leben ist dir nichts unmöglich, was du noch tun könntest. Y también podemos saber que ya en esta vida nada es imposible de todo lo que tú puedes hacer.
Und Herr, wir sind heute Abend da, weil wir dir alles zutrauen. Y esta noche estamos aquí porque te confiamos todo. Du bist ein so guter Gott. Tú eres un Dios tan bueno. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen. Y Jesús, te amamos de todo corazón. Amen. Amén. Amen. Hey, dreh dich doch zum Nachbarn und sag, super, dass du auch in der 3. Woche noch dabei bist. Date vuelta a la persona a tu lado y dile que bien que estés aquí también en la 3ª semana todavía. Ja, seid ganz herzlich willkommen. Muy bienvenidos. Ganz herzlich willkommen auch alle, die online zuschauen. Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo ahora a través de internet. Hoffentlich nicht, weil ihr krank seid, sondern weil ihr sonst einfach zu Hause seid. Espero que no sea porque estáis enfermos, sino que porque simplemente os habéis quedado en casa. Und auch ganz liebe Grüße nach Meilen. Y muchos saludos sobre todo a Mailen. Auch liebe Grüße vom Pastorenteam. Muchos saludos también de todo el equipo de pastores. Wir haben in diesen Tagen die nationale Pastorenkonferenz, deshalb bin ich heute alleine hier. Estos días tenemos la Conferencia Nacional de Pastores, por eso que estoy yo aquí solo esta noche. Und die einen hüten noch das Bett. Y hay unos que también están en cama todavía. Ja, wir fahren weiter in der Waffenrüstung Gottes. Vamos a seguir con la armadura de Dios. Und wir lesen gleich nochmals aus Epheser 6, die Verse 14 und 15. Y leemos de la carta de los Efesios en el capítulo 6, los versículos 14 y 15. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Der Apostel Paulus erinnert uns mit der Waffenrüstung daran, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. El apóstol Pablo, a través de la armadura de Dios, nos quiere recordar que estamos en una lucha espiritual. In einem Kampf nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. En una lucha no contra hombres, sino contra los poderes de las tinieblas. Und dafür sollen wir gerüstet sein. Y para eso tenemos que estar preparados. Aber wisst ihr, was einfach wunderbar ist? Pero ¿sabéis qué es lo que es maravilloso? Wir wissen jetzt schon, wer der Sieg hat. Ya sabemos ahora quién tiene la victoria. Wir haben es mit einem entmachtenden Feind zu tun. Tenemos enfrente un enemigo que no tiene ningún poder. Heute wollen wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anschauen. Y hoy queremos ver la coraza de justicia. Der schützt unser Herz. Es el que protege nuestro corazón. Das Herz, so das Zentrum des Lebens. El corazón como el centro de la vida. Im Herzen, da können wir auch Schuldgefühle, Zweifel oder Verurteilungen empfinden. Pero en nuestro corazón también podemos tener sentimientos de culpabilidad o dudas o condenas también. Alles so Finden des Feindes, wie uns irgendwie zu Fall bringen möchte. Y todos esos son trucos del diablo con los que nos quiere hacer caer. Philipper 3, Vers 9. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Filipenses 3:9, que no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Die Gerechtigkeit von Gott ist absolut unabhängig von uns. La justicia de Dios no depende de nosotros. Wir werden nicht aufgrund einer Leistung, eines Werkes gerecht. No somos justos por cualquier mérito propio. Es ist ein Geschenk, das wir durch Glauben an Jesus Christus empfangen. Es un regalo que recibimos por la fe en Jesucristo. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus uns gerecht gemacht. Por su muerte en la cruz, Jesús nos ha justificado. Und hey, das heißt nicht nur, dass wir der Strafe irgendwie entgehen. Pero eso no significa que simplemente nos libramos de cualquier pena. Nein, das heißt, durch Jesus sieht Gott uns als absolut schuldlos, als hätten wir jemals irgendetwas Schlechtes gemacht. Sino que a través de Jesús, Dios nos ve como libre de culpa, como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Wenn wir das wirklich glauben, Y si creemos realmente eso, dann schützt das unser Herz. eso protege nuestro corazón. Dann ist das wirklich wie ein Panzer, den wir anziehen. Y realmente es como una coraza que nos estamos poniendo. Und wir wissen, hey,
wenn Gott das für mich getan hat, wenn er mich so sieht, wer kann da irgendetwas gegen mich haben? Y podemos saber si realmente Dios ha hecho eso por mí. Si Él me ve así, ¿quién podrá jamás hacer cualquier cosa contra mí? Ist das nicht wunderbar? ¿No es maravilloso eso? Da bin ich nicht der arme Christ, Así no soy el pobre cristiano, sondern ich bin der Gerechtgesprochene. sino que soy el justificado. Und keine Schuldgefühle, keine Zweifel, nichts kann mein Herz durcheinander bringen. Y ningún sentimiento de culpabilidad, ninguna duda puede perturbar mi corazón. Der Panzer der Gerechtigkeit. La coraza de justicia. Und hey, wenn ich das begriffen habe, dann ist es auch ganz einfach, diese Schuhe anzuziehen. Y si he comprendido eso, entonces también es fácil ponerme los calzados. Weil ich habe die beste Botschaft weiterzugeben. Porque tengo el mejor mensaje que transmitir. Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ich finde das so entlastend. Y eso nos quita tanta carga. Ich bin gerecht gesprochen, unabhängig irgendeiner Leistung. Soy justificado independientemente de cualquier mérito. Ich muss auch nicht irgendwie aus Schuldgefühlen heraus das Evangelium hinaustragen. Tampoco tengo que compartir el Evangelio por cualquier sentimiento de culpabilidad. Aber wenn es mich erfasst und ich diese Schuhe anziehe, dann möchte ich doch gehen. Pero si me coge y me pongo esos calzados, entonces yo quiero salir. Gott gibt uns ein Friedensangebot. Dios nos ofrece una paz. In erster Linie Frieden mit Gott. En primer lugar, paz con Dios. Und wo immer Gott in Menschen lebt, da kann sich der Frieden auch auf zwischenmenschliche Beziehungen Y ausbreiten. donde quiere que Dios habita en los hombres, ahí la paz también puede extenderse entre los hombres. Und ich bete einfach ganz einfach. Yo simplemente oro. Herr, ich ziehe jetzt diese Schuhe der Bereitschaft an. Bitte schenk du mir heute Gelegenheiten. Leite du mich. Gib mir den Mut, aber auch zu reagieren, wenn du mir Impulse gibst. Señor, yo me pongo ahora esos calzados para estar pronto para compartir el Evangelio. Dame tú oportunidades de compartir el Evangelio con quien sea. Und dann kann ich es auch Gott überlassen. Y entonces se lo puedo entregar a Dios. Ich habe die Schuhe angezogen. Yo me he puesto los calzados. Noch ein Gedanke. Un pensamiento más. Jedem Menschen, den wir den lieben langen Tag begegnen, A cada persona que se encuentre con nosotros durante el día, egal wie viele Probleme er oder sie macht, no importa cuántos problemas nos causen, ist auch ein Geschöpf von Gott, también es creación de Dios. ist auch im Bilde Gottes geschaffen. También fue creado a la imagen de Dios. Und Jesus ist auch für diese Person gestorben, Y Jesús también murió por esa persona, dass auch sie die Gerechtigkeit Gottes empfangen dürfen. para que ella también pueda recibir la justicia de Dios. Ist das immer eine Botschaft, die unser Herz mit Freude erfüllt? Siempre es eso, un mensaje que nos llena de gozo nuestro corazón. Ja, manchmal fordert es uns auch heraus im Alltag, oder? Bueno, a veces en el día a día nos desafía también, Aber das ist die Sicht, die Gott hat auf unsere Mitmenschen. pero esa es la vista que Dios tiene sobre nuestras personas que están a nuestro alrededor. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Se ha traído una imagen también. Ein Friedenspanzer. Un tanque de amor. Der Panzer der Gerechtigkeit und der Frieden miteinander kombiniert. Que combina la coraza de la paz con la coraza de justicia. Ich möchte euch gerne für die persönliche Gebetszeit einfach so 2 Impulse mitgeben. Ahora para el tiempo de oración personal quisiera daros 2 impulsos también. Lebe ich im Bewusstsein, dass Gott mich gerecht gesprochen hat? ¿Vivo consciente de que Dios me ha justificado? Ich denke, wir alle haben das ja schon gehört und wissen es, aber prägt das mein Bewusstsein? Habe ich diesen Panzer wirklich an? Todos lo hemos escuchado, pero realmente somos conscientes de eso. ¿Llevo yo puesta esa coraza? Wenn nicht, kannst du vielleicht gerade diesen Philipper 3,9 nehmen und den mal auswendig lernen, darüber meditieren. Y si no, puedes tomar el versículo de Filipenses 3:9 y aprender todo de memoria y meditar sobre él. Vielleicht als zweite Frage, wo könnte meine Bereitschaft noch zunehmen, das Evangelium hinauszutragen? Y como segunda pregunta, ¿en dónde podría aumentar mi disponibilidad también para compartir el Evangelio? Vielleicht auch mal im Tram oder im Bus, wieso nicht? Quizás en el tranvía o en el autobús, ¿por qué no?
in der Schule, auf der Arbeit, en la escuela, en el trabajo, beim Hobby, cuando haces tus in hobbies, der Nachbarschaft, en la vecindad, beim Einkaufen. mientras haces las compras. Manchmal hilft es mir mal durchzusehen, bin ich überhaupt dort überall bereit oder bin ich vielleicht so in einem anderen Modus drin, dass es gar nicht auf dem Radar ist, dass ich jetzt ein Botschafter sein könnte. A veces nos ayuda a hacernos esas preguntas y nos damos cuenta que estamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer que no estamos preparados ni dispuestos para que somos mensajeros también del Evangelio. Ja, wir gehen jetzt in die freie Gebetszeit. Podemos ir ahora a nuestro tiempo libre de oración. Ihr dürft gerne miteinander beten, ihr dürft gerne alleine beten, ihr dürft euch bewegen, wie euch wohl ist. Podéis orar solos, podéis orar juntos, caminar, lo como más os guste. Und wie immer dürft ihr auch gerne zum Kreuz kommen, wenn ihr ein spezifisches Anliegen habt, wofür wir beten sollen. Y como siempre podéis también acercaros a la cruz si tenéis alguna petición por la cual debemos orar por vosotros. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du uns gerecht sprichst. Jesús, te damos tantas gracias que tú nos has justificado, Dass wir nichts dafür tun können, dass es rein ein Geschenk aus Glauben ist. por lo cual nada podemos hacer sino que simplemente es un regalo. Und Herr, es ist so ein großes Privileg, dass du uns gebrauchen möchtest, deine gute Botschaft in die Welt hinauszutragen. Es un tan grande privilegio que tú nos quieres usar para llevar tu mensaje al mundo. Herr, brauche du uns, Señor, úsanos rede du zu uns, wie du uns gebrauchen möchtest. y háblanos cómo quieres usarnos. Und schenk uns den Mut, auf deine Impulse zu reagieren. Y danos la valentía también para reaccionar a tus impulsos. Amen. Amén.
die ganze Welt, erfüllt die ganze Welt. Du kleidest dich in Licht und dunkles verbirgt sich und zittert vor dir her, und zittert vor dir her. Wie groß bist du, Gott? Ich singe dir, wie groß bist du, Gott? Und alle werden sehen, wie groß bist du, Gott? Wie groß bist du, Gott? Wir singen dir, wie groß bist du, Gott? Und alle werden sehen, wie groß bist du, Gott? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande Ja, Gott hat Sehnsucht. Er hat Sehnsucht, mit dir, mit uns zu reden. Er hat uns Ohren gegeben, auch innere Ohren, dass wir seine Stimme hören können. Aber manchmal nimmt es Zeit, weil diese Welt ist voll von Wörtern und die Wörter sind in deinen Gedankenwelt. Da sind so viele alles anderes
Lüge und Betrug und diese und das. Aber Gott möchte mit dir reden und sein Reden ist wunderbar und es hilft dir auch deine innere Seele. Dios anhela hablar contigo y Él nos ha dado oídos y oídos también interiores para poder escuchar su voz. Pero en este mundo hay tanta palabra, hay tanto habladería, tanta mentira, tanto engaño. Y esas palabras, ese hablar también está en tu mente. Pero Dios quiere hablar contigo, Él quiere darte tu palabra, su palabra a ti. Wir gehen jetzt wieder in die Zeit, wo wir gemeinsam beten. Vamos a entrar ahora en el tiempo de orar juntos. Ihr dürft gerne wieder Gruppen bilden, um miteinander zu beten. Podéis formar grupos, juntaros para orar juntos. Ihr seht Anliegen eingeblendet, aber ihr seid natürlich auch immer etwas frei. Tenemos peticiones en la pantalla, pero también estáis libres de orar por lo que sentáis. Und gerade wenn es darum geht, dass wir beten für Möglichkeiten, das Evangelium auszubreiten, dann segnen wir doch einander, dass Gott uns gebraucht. Sobre todo si estamos orando por oportunidades para expandir el Evangelio, bendigamos, nos debemos de bendecir unos a los otros también para poder hacerlo. Stellen wir zusammen, zu dritt, zu viert, wie es kommt, und beten wir miteinander. Juntémonos en grupos de 3, 4, como sea, y oremos juntos.
Jesus. Ja, danke, Jesus, dass es dein Anliegen ist, dass alle Menschen dich kennenlernen dürfen. Gracias, Jesús, que es tu anhelo que todas las personas puedan conocerte. Du bist nicht einfach für einige wenige gestorben, Tú no moriste solo por un par, sondern deine Liebe gilt allen Menschen. sino tu amor es para todas las personas. Und Herr, wir möchten uns immer wieder eins machen mit deinem Herzensanliegen. Y Señor, queremos siempre una y otra vez unirnos a los anhelos de tu corazón. Und danke, dass wir so sagen können, wir beten immer in deinem Willen, wenn wir dafür beten, dass Menschen dich kennenlernen Y dürfen. gracias podemos decir que oramos en tu voluntad, bajo tu voluntad, si oramos para que gente te conozca. Und Herr, wir möchten einfach sehen, wie dieses Jahr noch viele Menschen dir näher kommen und viele Menschen auch sich wirklich für ein Leben mit dir entscheiden. Y Señor, queremos ver cómo este año mucha gente se acerque a ti y muchas personas se deciden por una vida contigo. Und Herr, es ist eine so große Ehre, wenn du uns dazu gebrauchen möchtest. Y Señor, es un gran privilegio si tú nos quieres usar para ese fin. Danke, Heiliger Geist, dass du uns ausrüstest mit allem, was wir brauchen. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos equipas con todo lo que necesitamos Dass deine Kraft uns den Mut gibt. y que tu poder nos da la fuerza, la valentía Dass du uns auch die Weisheit und die Worte gibst, die es immer wieder braucht. y que tú nos das la sabiduría y las palabras que necesitemos. Und wir möchten dir jetzt schon alle Ehre geben für das, was noch passieren wird. Y queremos darte toda la gloria, toda la honra a ti por todo lo que va a suceder. Danke vielmals. Muchas gracias. Amen. 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 Amén. Ja, Gott ist so gut Dios es tan bueno und er wird noch viele Menschen ziehen. y Él va a traer muchas personas todavía. Und wir werden mit ihnen feiern und im Himmel ist noch das größere Fest. Y vamos a estar celebrando juntos a ellos. En el cielo vamos a tener la fiesta más grande todavía. Schön wart ihr alle dabei heute Abend. Qué bien que estuviste aquí esta tarde, Kommt gut nach Hause que llegáis bien a casa und bis morgen. y hasta mañana.